Servus und habe Dere beieinander zu einer neuen Folge War Legs. Und zwar zu den War Legs vom August 2023. Mache ich natürlich wieder nicht allein. Der Corby ist mit dabei. Servus und habe Dere, Corby. Ja, servus Mike. Mich freut's, dass du mich extra mitgenommen hast in die War Legs und ja, den Kani nicht. Nein, ja, rausbleiben müssen. Ja. Bloß mal nicht in jeden rein, oder? Nein. Gerade bei ihm ist das immer so eine Sache, gell? Ja. Du, unsere Aufnahmezeit ist halt momentan auch, ist jetzt gerade auch ein bisschen ungewöhnlich, Sonntag in der Früh. Der ist doch 100%, liegt ja noch irgendwo, oder? Du, versteh Kuis aktuell noch, während wir hier aufnehmen, Gräuboden Volksfest. Da habe ich auch schon den ein oder anderen Besuch abgestattet. Das heißt, du meinst quasi, es ist ein Dusel, dass wir zwei heute überhaupt zusammengekommen sind, oder? Ja, oder ein Glück, weißt du, vielleicht habe ich nur ein bisschen Restalkohol drin und dann dadurch bin ich viel witziger wie sonst. Das kann's nicht so bierernst. Und ist da warm nur momentan? Ja, das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Ich habe hier auch wieder mein Temperaturmesser. Er zeigt gerade 25,1 an. Ja. Also Celsius. Und drunter ist ein traurig dreinschauender Smiley, der 71% Luftfeuchtigkeit anzeigt. Und so wie der Smiley guckt, fühle ich mich gerade. Ich wollte gerade sagen, der Smiley, das kann mein Gesicht sein. Das ist schon heiß, gell? Ja, Wahnsinn. Du wieder direkt neben der Heizung, oder? Ja, Gott, die läuft jetzt momentan nicht, aber mein Büro, das ist oben oft, das hat so eine Glaskuppel, fast schon so Wintergartenmäßig und gut, jetzt brennt es zwar gerade nicht hier, aber man kennt halt, dass den ganzen Tag einer brennt über und ja, so 27 Grad, ich sitze quasi so richtig beim eigenen Saft und tröpfel da so dahin. Ah, schön. Ihr müsst euch das ja gerade bildlich vorstellen, ihr lieben Hörer da draußen. Oder schreibt uns mal drunter, wie ihr momentan mit den Temperaturen umgeht. Also, ich glaube, keiner im August könnte sagen, dass das nicht ein Wolleck ist. Das ist, ja, Wolleck ist das heiß. Und vielleicht haben wir auch noch Wolleck ein paar heiße Filme gesehen. Wie schaut's denn bei dir aus? Hast du irgendwas Heißes mitgenommen im August? Jede Menge. 4 Stück habe ich diesmal dabei. Okay. Unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Und jetzt ist die Frage, mit was fangen wir an? Ich habe was Deutsches, ich habe was ist das? Ich glaube Skandinavisches. Dann habe ich die 2 Blockbuster des Julis und August dabei. Oh. Was würdest du denn gerne hören? Zuerst fangen wir mit der Doku an. Nein, ich hab Deutsches gesagt, nix Also, Doku. Ja, ich hab mir gedacht, vielleicht, weil jetzt hast du ein paar Sachen aufgezählt, aber Doku war gar nicht dabei, vielleicht ist noch nicht dabei. Dann mach was Deutsches. Also kurz, das Skandinavische ist tatsächlich etwas Doku-like. Ja, das haben wir schon wieder so weit. Dann fangst du mit dem an. Okay, na gut. Ich habe den Film Triangle of Sadness gesehen. Ah, okay. Hat mich schon seit längerem interessiert, hat ja unter anderem den, wie heißt der, die Goldene Palme gewonnen in Cannes. Ist ein Film vom Ruben Östlund, der schon dafür bekannt ist, dass er sehr gesellschaftskritische Filme macht. Also ich glaube, er hat schon mal einen gemacht, der direkt die Kunst angreift, The Square. Weiß nicht, ob der das was sagt. Na. Wobei, sagen wir es, während ich den Film geschaut habe ich mir die ganze Zeit überlegt, ob sie den überhaupt der Kane oder du dir anschauen würdest, weil ich glaube, das ist so eine Art von Film, das darf dich überhaupt nicht interessieren. Okay. Vielleicht kann ich dich dafür begeistern. Der Film ist aufgeteilt in 3 Akte. Im Akt 1 lernt man den Karl und die Jaja kennen. Das sind 2 Models, die Karriere machen wollen und die Jaja ist halt etwas beliebter, weil sie Influencerin ist. Und ja, man lernt halt so die Beziehung zwischen den beiden kennen und da merkt man schon, okay, irgendwas läuft da nicht so ganz rund, weil sie streiten sie dann gleich mal darüber, wer jetzt zahlt und was ist jetzt da besser, wer wen als Essen ausgibt und so. Und da merkt man schon, es ist irgendwie ist ein bisschen komisch und gleich zu Beginn des Films sieht man halt dann auch, wie komisch, abstrus halt viele Leute mit diesem Model-Dasein umgehen. Die natürlich dann auch behandeln wie halt so ein Stück Fleisch und es halt alles sehr oberflächlich ist. Also es steigt schon so ein mit so einem richtig unguten Gefühl, wo man nicht richtig weiß, wo geht das jetzt hin. Akt 2 sieht man dann eine Luxusjacht, wo die Jaja eingeladen worden ist, weil sie ist ja Influencerin, da kostenlos mit ihrem Freund, also mit dem Karl, eine Kreuzfahrt mitzumachen und da sind lauter stinkreiche Milliardäre auf der Luxusjacht und da sieht man halt dann auch, wie die halt dann mit dem Personal umgehen. Gleichzeitig sieht man aber halt auch, dass das Personal
das mehr oder weniger auch genauso erwartet und halt auch will, weil die dann zum Beispiel, wo es dann losgeht, gleich mal halt so ja, die schwören sich halt dann schon mal so gegenseitig ein und egal, was die wollen und selbst wenn es illegal ist oder völlig abstrus, wir machen alles, wir sagen immer ja und dann verlangt sie von allen Mitarbeitern, dass die mitschreien und ja und dann sagt's, und ihr dürft auch nicht vergessen, für was wir das machen, wir machen das für Geld und dann flippen alle vollkommen aus. Und ja, da gibt's halt einige Milliardäre, die sind vollkommen irre. Unter anderem so ein Russen, der seine Familie dann dabei hat, der dann wo er dann gefragt wird, ja, wie er denn oder was er beruflich so macht, dann sagt er, ja, ich habe Geld gemacht mit Scheiße. Und dann, wie? Was? Scheiße? Ja, mit Scheiße. Halt mit Düngemittel. Im wahrsten Sinne des Wortes quasi. Genau, dann gibt's dann nur so irgend so ein englisches Paar, wo es dann am mal irgendwie Opa und Oma machen da bei der Kreuzfahrt mit, richtig nette Leute und wenn's dann die fragen, ja und wie habt ihr Geld verdient? Ja, mit Handgranaten. Also ist es sehr gesellschaftskritisch im Endeffekt, oder? Ja, aber das ist ja praktisch nur so zum Kennenlernen von den Charaktere. Ja. Dann der Kapitän, gespielt von Woody Harrelson, also auch kein Unbekannter, No. ist ein ziemlich besoffener Kapitän und der halt auch nicht viel peilt und eigentlich so seine Aufgabe ist es, nicht einmal das Schiff irgendwie zu lenken, sondern er soll beim Kapitänsdinner dabei sein. Dann macht das Kapitänsdinner genau an dem einen Tag aus, wo halt so ein richtig beschissener Seegang ist. Und wenn dann das Dinner ist, dann merkt man halt schon, okay, das Schiff geht die ganze Zeit wirklich in eine extrem schiefe Lage und es schwankt nur so hin und her. Und ja, wie soll es anders sein? Wir sind ja auf einer Kreuzfahrt, das ist ein Kapitänsdinner, also kriegen alle erstmal irgendwie Fisch und Meeresfrüchte und alles Mögliche. Und dann geht halt nach ein paar Minuten die große Kotzerei los. Und sagen wir mal, das ist dann so der Gipfel des Films, wo man sich das dann anschaut und das ist dann wirklich wie ein Unfall. Weil du kannst immer wegschauen, aber es ist furchtbar widerlich, was du da siehst. Okay. Und also die Schauspieler, die geben da schon echt alles. Ja, die eine kotzt halt dann so ihren Champagner aus und die kotzt wirklich. Also, oder ich weiß nicht, wie man das schauspielerisch machen kann. Ich meine, es gibt ja viel so Szenen, wo du siehst ja dann nur so ein Profil, also eine Hälfte vom Gesicht und dann kotzen sie da raus, aber nein, die kotzt halt frontal. Okay. Schon Hut ab. Und ja, dann besäuft sie halt dann der Russe, der scheiße Russe, sie mit dem Kapitän und während halt praktisch so das ganze Schiff sie auskotzt, ausscheißt, alles Mögliche, dann die zwar sie in der Kapitänskajüte einsperren und machen dann mehr oder weniger so ein paar Pranks über Warum kotzen die ganze Zeit? Warum ist das so ein Tohu? Wegen dem Seegang, also zum Seegang. einen, weil sie die ganze Zeit wirklich so, es schwankt hin und her, also es gibt eigentlich keinen schlechteren Zeitpunkt, um dieses Dreckskapitänsdinner abzuhalten und weil sie halt alle dann auch noch Meeresfrüchte kriegen und das Personal sagt halt dann auch immer, ja, fühlen sie sich gerade leicht seekrank, dann essen sie lieber mehr. Das beruhigt dann meistens irgendwie den Magen, keine Ahnung. Sicher. War aber halt dann nicht so und auf jeden Fall die anderen in der Kapitänskajüte machen dann halt sie auch noch den Spaß und dann über die Freisprechanlage dann sagen, übrigens, das Schiff sinkt jetzt auch noch, es tut uns leid. Halt nicht unser Tag. Auf jeden Fall, ich verrate jetzt nicht, wie der Akt 2 endet, also da kann man sich nämlich dann vielleicht nur ein bisschen nicht die Vorfreude nehmen lassen, um den Film vielleicht sehr zum Schauen, wenn man Bock drauf hat, weil das Schiff sinkt wirklich. Und sie sind dann im Akt 3 gestrandet auf einer Insel, natürlich nur noch eine Handvoll. Und da merkt man halt dann, wie die Gesellschaft sich auf einmal sehr schnell dreht. Aha. Ich muss sagen, ich habe irgendwie mir überhaupt nichts drunter vorstellen können. Ich habe wirklich gedacht, das ist vielleicht so auch wieder ein Mockumentary halt über die Modewelt. Habe ich aber dann relativ schnell eben herausgefunden, dass es mehr oder weniger um dieses allgemeine Schickimicki und Milliardärsgedöns sie dreht, was ich von Haus aus schon hasse. Und umso cooler, um in so einem Film halt dann zu sehen, wie schnell und wie hilflos solche oberen Menschen werden können, wenn es halt mal dann hart auf hart kommt. Und ich war sehr gut unterhalten. Mir hat's total viel Spaß gemacht. Wie schon gesagt, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Film, wo man nebenbei was essen sollte, gerade eben im Höhepunkt des Akt 2.
Aber schauspielerische Leistung war wirklich bei einigen Szenen top. Wie schon gesagt, ich glaube, diesen Ekel darzustellen, da haben wir, glaube ich, auch schon mal dem goldenen Handschuh geredet. Das muss man ja erstmal kennen. Mhm. Und das vor allem halt dann auch mitmachen. So. Es ist ein sehr internationaler Cast. Es spielt unter anderem auch die Iris Berben mit, also auch eine Deutsche. Aha. Die hat zwar sehr wenig Text oder einen sehr einseitigen Text, aber ansonsten, wie schon gesagt, Engländer sind dabei, Russen sind dabei. Dann Woody Harrelson ist ja meines Wissens nach Ami. Ja, ansonsten ist halt der Hauptcast eigentlich ein schwedischer. Wie schon gesagt, Ruben Östlund, denke ich, hat noch eine große Zukunft vor sich. Vielleicht nur ein kleiner Side-Fact am Rande, ein kleiner trauriger, die Hauptdarstellerin, die Jaja, die eine sehr, sehr, sehr hübsche Frau ist, beziehungsweise ist, ich glaube, Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres gestorben. Okay. Anhand von einer kurzen und schweren Krankheit. Arbeitsweg. Nicht schön. Ansonsten, ich habe ja schon gesagt, der Film hat die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wie der die jetzt da Mike dazu bringen, dass er sich so einen Film anschaut. Ich hab schon öfter gehört von dem, also das war bei mir auf der Liste. Also es ist jetzt nicht so abwegig, sage ich jetzt einmal. Also ich hab den schon öfters auch in andere Podcasts gehört, dass der recht empfohlen wird, dass der ein bisschen so surreal sein soll. Und ich habe ja ein paar Vergleiche gehört zu, jetzt pass auf, The Menu. Ja. Da ist dem Menu viel zu amerikanisch und zu sauber. Okay. Zu ja, aber von der Message her irgendwie so, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt ein bestimmtes Klientel und hält dem einen Spiegel vor oder zirkt die durch den Kakao oder so. Auf dem Level hab ich das gehört. Ja, aber wie schon gesagt, da ist dem Menu zu straight. Und okay. Also bei dem Menu war das ja also dann sehr stark horrorlastiger. Also diese Horror-Vibes, die da kämmer sind. Das hast aber jetzt bei Triangle of Sadness gar nicht. Also deswegen habe ich ja diesen Doku-Vergleich ein bisschen gebracht. Das ist so, man ist Beobachter. Also und bei dem Menu bist du halt weniger der Beobachter als halt eher der Zuschauer. Aber bei Triangle of Sadness, da kann man sich echt denken, ja, genau so stelle ich es mir eigentlich vor. So diese Schickimicki-Klientel auf einer Luxusjacht und dann passiert halt so ein Kack, weil die halt alle irgendwie einen Schlag haben, dass man das Kapitänsdiener dann während so einem Seegang macht und dann kotzen erstmal alle. Irgendwie, es ist für mich zwar krass zum Schauen, aber ich kann mir vorstellen, dass das so gewesen sein kann. Kann ich mir vorstellen. Ich bin einmal mit einem Schnellboot mitgefahren im Thailand-Urlaub und da haben wir an die Insel hingefahren worden, wo der Beach draht worden ist mit dem Leo DiCaprio. Cool. Und da hat's, wie wir auf das Boot gestiegen sind, auf dem Weg zu dem Boot über den Steg, haben uns ein paar Einheimische entgegengekommen, die wo dann gesagt haben, ey, to the beach, we wish you all the best. Und dann haben sie alle so gelacht. Da haben wir gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht. Warum machen die sind so komisch lustig irgendwie? Und da hat sich herausgestellt, dass der Seegang ganz brutal war da draußen und dass sie die schon gefreut haben, dass lauter vollgespielene Touristen wieder abholen können nach 2 Stunden. Und es war tatsächlich so, dass hast du ja auch wieder alles dabei und dann haben wir ein paar so Iren, glaube ich, haben wir dabei gehabt, so ganz weiße mit roten Haar. Der hat die ganze Zeit Fanta gesoffen und ist auf der Reling umgestanden und hat einen auf cool gemacht und 10 Minuten später hat der in den Abfalleimer reingereiert, dass der Rauch davor gegangen ist. Und diese Fahrt, glaube ich, hat 1,5 Stunden Auto raus und der hat nur gespimmt. Der hat nur Fanta gesoffen und gespimmt die ganze Zeit. Und dann dieser Geruch, der sich da auf dem Schnellboot breit gemacht hat, Wahnsinn. Das war krass. Ich habe ganz lang kein Fanta mehr trinken können. Dieser orange Duft mit Kotze-Geschmack, das hat sich in meiner Nase ewig lang festgefressen gehabt. So viel zu unserem Ausflug zu The Beach. Scheiße. Okay. Ja, wie schon gesagt, ich weiß nicht genau. Ich glaube, du darfst anfangen, den Film anzuschauen und nach 10 Minuten darfst du erstmal ausmachen. Weil ich glaube, dass du über diesen Akt 1 nicht drüber kommst. Herausforderung angenommen. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, gut, du bist schon hart im Nehmen, du hast dir ja Fraktus dann angeschaut. Aber bei Triangle of Sadness ist für mich ganz schwierig einzuordnen, ob das ein Film wäre, den du dir anschauen darfst und ob dir dann tatsächlich auch gefallen hat. Schau mal. Ist der irgendwo drin momentan? Bei Prime. Ich gucke. Gut. Dann sag du mir was hast denn du
Interessantes gesehen? Ich fange jetzt einfach mit meinem aktuellsten Film an. Ich war jetzt auch mal wieder im Kino und hab mir die Turtles angeschaut. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Das ist, also Animationsfilm kann man nicht sagen, das ist eigentlich ein Zeichentrickfilm, basierend auf unser aller Jugendhelden, den Turtles. Ich fand den Film hervorragend. Also ich bin eigentlich mit der Prämisse hingegangen, okay, der Trailer war cool und ich gehe jetzt mit meinem Burm ins Kino. Cool war es ja schon, wie wir ins Kino reisen und lauter Männer mit ihren Söhnen drin gesessen sind. Da haben wir schon genau gedacht, okay, das sind lauter Männer, die auch diesen Cartoon gesehen haben aus die 80er und 90er, die diese Filme aus den 90er gesehen haben und die mit den Comics aufgewachsen sind und jetzt einer Brut quasi auch an die Turtles ranführen wollen und ja, genauso war's auch. Ich war auch einer davon quasi. Aha. Der Regisseur ist der Jeff Rowe. Der hat auch den unglaublich tollen Animationsfilm gemacht, die Mitchells gegen die Maschinen, der auf Netflix läuft. Den haben wir schon mal drüber geredet, gell? Der war hervorragend. Ja. Und auf das hier habe ich mal gedacht, weißt du was, das probieren wir, weil auch diese Produzenten mit Seth Rogen und auch die Synchronstimmen, John Cena als Rocksteady, haben wir gedacht, das probieren wir aus, das schauen wir uns an. Und ich war wirklich positivst überrascht. Erstens habe ich so der Zeichenstil macht den Film so unglaublich dreckig. Die Figuren von die Turtles sind eben wirklich Teenager, werden also so grischblatt irgendwie ein wenig so dargestellt wie echte Teenager, rennen auch daher wie selbige und es macht halt riesen Spaß. Jede Action-Szene, jede gruselige Szene wird durch irgendeinen blöden Spruch aufgebrochen und also für Kinder ein Riesenspaß und Erwachsene genauso. Cool. Der hat eine Freigabe ab 6, mein Bub ist jetzt 5,5, der hat den gut verkraftet, sage ich jetzt einmal, also ich habe gefragt unterm Film, ob alles passt und die gesagt, na Papa, super ist er, hoffentlich dauert er noch ganz lang. Wir haben auch diesmal ein paar Änderungen bei die Figuren, die April O'Neil ist jetzt kein, weiß ich nicht, 2 Meter große, barbusige oder großbusige, rothaarige, sondern einfach ein ganz normaler, auch so ein Teenager, der versucht, im Leben glatt zu kommen, ist er dunkelhäutig und, also wie gesagt, sie haben so ein paar schon, so Änderungen haben es drin, dass das Ganze an den momentanen Zeitgeist ein wenig angepasst ist, aber es stört überhaupt nicht. Also es wird jetzt nie plakativ irgendwas gemacht, sondern das fügt sich alles so schön in das große Ganze ein. Und das muss man dem absolut zugute halten. Und da haben sich ja schon ganz viele Leute im Vorfeld aufgeregt, eben mit der dunkelhäutigen April O'Neil, aber wer die Comics aus die 80er kennt, der weiß, dass die April O'Neil aus der Zeichentrickserie nicht dem entspricht, was die Zeichner damals im Sinn gehabt haben für sie. Also das passt schon, ist so leid. Was wir jetzt nicht dabei haben, ist der Shredder, und ich liebe den Shredder als Antagonist für die Turtles. Dafür haben wir Superfly, der sich ungerecht behandelt fühlt oder von der Menschheit ausgestoßen fühlt als Mutant und schaut andere Mutanten um sich, um die Menschen entweder auszulöschen oder sie selber auch zu verändern oder die Menschen dann als Haustiere zu halten, dass quasi die Mutanten über die Erde herrschen können. Okay. Und da fand ich es auch ziemlich cool, dass das erste Aufeinandertreffen zum Beispiel von die Turtles nicht in Kampf ausartet mit dem Superfly, obwohl man weiß, er ist der Böse, sondern es wird jetzt erst einmal zusammengesessen in so einer Bowlingbahn und wird einmal über alles geredet, weil man hat schließlich untereinander, man hat Mutanten ausgestoßen von der Gesellschaft, die Turtles wollen sowieso mehr raus von einer Kanalisation und wollen was sehen und so wird sich erst einmal ausgetauscht und jeder sagt seine Beweggründe, wo es noch stört und was, und fand ich total interessant, dass man nicht immer nur auf die 12 und alles nur mit Gewalt löst, sondern dass man dann auch mal sagt, okay, man hört dem anderen auch mal zu, bevor man ihm dann aufs Maul haut, weil man halt eben sagt, okay, man kommt mit der Ideologie von dem jeweiligen nicht klar und es gehen man Leid zu schaden und dann müssen die Turtles natürlich eingreifen. Und so hat der Film lauter so kleine Nuancen, wo ich sage, das macht er besonders. Mhm. Und das ist auch für bei die Kinder super rübergekommen. Und bei Erwachsenen, ja, die Action war natürlich dann auch handfest, aber ist jetzt nie explizit. Wie gesagt, wird immer alles mit einem flotten Spruch aufgebrochen. Wo sie weniger braucht hätte, ist der permanente Hip-Hop-Soundtrack. Das war mir ein wenig fei. Da haben wir halt ein normaler irgendwie so ein cooler Score irgendwie lieber gewesen, aber gut, das ist wieder Zeitgeist. Also da sieht man wieder, dass der Film auch nicht für mich gemacht worden ist, sondern eben für die Jugend, und das ist auch voll okay. Und ich bin mit den Turtles super klar gekommen und haben einen richtig schönen Kinonachmittag gehabt. Ja, das Wichtigste ist doch, wie hat's in deinem Bub gefallen? Voll. Also der ist raus, der hat gesagt, Papa, das war das Beste, der beste Film überhaupt. Und dann haben alle Leute nach dem Film dann schon raus und ich habe schon gewusst, es kommt noch so eine Post-Credit-Scene. Papa, warum bleiben wir da noch sitzen? Sag ich, pass auf, jetzt schauen wir uns noch was an. Und dabei wird dann am Schluss wirklich noch was angeteased,
wo ich auch sehr cool fand und ich hoffe wirklich, dass es weitergeht. Und jetzt weiß ich nicht, wenn es 2 Jahre noch dauert, dann kann ich mit beiden Buben schon ins Kino gehen. Ja. Aber wie gesagt, mein Bub war von den Turtles hellauf begeistert. Sehr schön, sehr schön. Also das heißt, das war für die auch Erfolg. Also Mission completed, oder? Mission completed, wieder mein Buben eine coole Sache aus meiner Kindheit näher gebracht. Passt. Mensch, vor allem jetzt der nächste Meilenstein ist dann, wenn du mit deinem Bub in irgendeiner Horror-Franchise dann gehst im Kino. Ja, wir haben noch andere Sachen. Also, wo jetzt noch ganz heiß war, an Transformers. Wir haben aber schon so Transformers-Figuren, mit denen er schon spielt. Da möchte ich halt jetzt allerweil was singen, aber diese Michael Bay-Filme, die sind wirklich, also für das Alter noch nicht geeignet, aber da gibt's halt dann auch andere Sachen, wie diese Netflix-Serie oder so. Also er ist für die Sachen schon sehr empfänglich und wenn er mal mit sowas kommt, druckt er natürlich bei mir genau die richtigen Knöpfe und dann sag ich, ja gut, dann schauen wir halt einmal rein, ist ja kein Problem. Wenn er dann irgendwas sagt, my Papa, Braindead, huh? Braindead. Können wir alles machen. Ist alles da, aber alles zu seiner Zeit. Genau, und wie geht's bei dir weiter? Gehen wir gleich zu deinen Kinoerlebnisse. Ah, okay. Dann nehme ich doch Oppenheimer. Ah, okay. Tatsächlich habe ich mir gedacht, gut, wenn der Kani mit dabei ist, der hat nämlich auch Oppenheimer schon gesehen. Du nämlich, glaube ich, noch nicht, oder? Na. Und hätte nämlich gehofft, dass der Kani den Film dann ein bisschen mehr erklärt wie ich. Was nicht heißen soll, dass ich das nicht natürlich super gern versuche. Aber sagen wir mal, es ist ein Christopher Nolan-Film. Das heißt, es ist wieder mal nicht ganz so einfach. Das ist das gleiche wie, erklär mal schnell die Handlung von Tenet. Aber im Großen und Ganzen kann man es vielleicht abkürzen und sagen, es geht um das Leben von J. Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe, der zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs fürs US-Militär der wissenschaftliche Leiter des Manhattan-Projekts war, wo es darum geht, die Atombombe noch vor den Nazis zu haben und dann auch eventuell einzusetzen. Punkt. Also eigentlich hast du es ja jetzt schon super zusammengebracht. Ja, genau. Das ist so die allgemeine Rahmenhandlung. Bist super, Corby. Du bist da ganz gut. Danke, das ist super, danke. J. Robert Oppenheimer wird von Cillian Murphy gespielt, ein perfekter Schauspieler, kann man sagen, für diese Rolle. Gerade wenn man sich Fotos vom echten Oppenheimer mit ihm da gegenseitig anschaut, schon sehr gut getroffen. Seine Frau, die Kitty Oppenheimer, wird gespielt von der Emily Blunt. Und mir ist jetzt im Nachhinein erst klar geworden, wir haben ja, denke ich, Emily Blunt und Cillian Murphy auch erst vor ein paar Monaten zusammen gesehen. Stimmt. In A Quiet Place 2. Richtig. Ja, war ich sehr positiv angetan. Dann, was aus dem Trailer nicht so ganz hervorging, zumindest nicht für mich, mal abgesehen davon, dass eben die 2 besagten Schauspieler und damit Damon nur mitspielen, dass da so extrem viele weitere großartige Schauspieler und Schauspielerinnen mit von der Partie sind. Also da war ich schon jedes Mal als Filmkenner, in Anführungsstrichen Kenner, schon begeistert, weil jedes Mal, wenn ich mir dachte, boah, geil, Alter, das ist ja der Robert Downey Jr., dann, boah, Alter, geil, das ist ja Florence Puff, na, wie nennt man es? Florence Pugh. Sag ich ja, Puff. von Midsommar. Und da war ja komplett Feuer und Flamme. Dann der Rami Malek spielt auch noch mit in einer kleinen Rolle. Dann der Kenneth Branagh. Einfach nur Kenneth Branagh. Branagh, so spricht man aus. Mhm. Wo ich ja auch erst vor kurzem herausgefunden habe, dass der nicht nur Schauspieler ist, sondern auch noch Regisseur. Mhm. Ich bin jetzt mal begeistert, wenn ich ihn sehe. Und bis heute weiß ich nicht genau, ob der eigentlich deutsche Wurzeln hat, weil ich hätte schwören können, dass ich den in vielen Zweiten Weltkriegsfilmen als astreinen Deutschen interpretiert hätte. Okay. Vielleicht kann er es ja, vielleicht kann er Deutsch, kann ja sein. Aber auf jeden Fall Top-Cast. Was hätte man noch anders erwarten dürfen bei einem Christopher Nolan-Film? Die 180 Minuten, die fordern einen schon. Also das, muss man schon sagen, das ist jetzt kein Film, wo man sagt, ich bin schon leicht müde, ich lasse den jetzt mal so nebenbei laufen. Man muss schon bei all seinen Sinnen sein. Und wenn man dem Ganzen eben dann folgen kann, dann ist man 3 Stunden lang top unterhalten. Also ich habe jetzt schon ein paar Kritiken gehört, wo es dann heißt, so ab der Mitte vom Film verliert er sie dann so ein bisschen und dann erst später fangt er sie wieder. Ja, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Also es sind ja 3 Stunden und dass du jetzt nicht 3 Stunden lang Feuer und Flamme bist, ich glaube, das ist ja irgendwann anstrengend für einen selbst. Und ich muss sagen, also gerade Kinoerlebnis
das war jetzt mein Kinoerlebnis für dieses Jahr. Also das war schon sehr, sehr geil. Gerade mit dir habe ich ja schon mal drüber geredet. Mir hat eigentlich der Trailer absolut kalt gelassen. Ich habe mir gedacht, mein Gott, warum muss man jeden Scheißdreck verfilmen? Durch den Film habe ich aber jetzt erstmal begriffen, was das ja eigentlich für Ausmaße hat. Dann auch dieses Worst-Case-Szenario, das die in dem Film dann kurz besprechen, das übrigens auch im Trailer kurz vorkommt, deswegen kann ich das ruhig benennen, ohne dass ich jetzt da groß spoiler. Er hat halt Angst gehabt, dass es so eine ganz, ich glaube irgendwie 0,0001%ige Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie eine Kettenreaktion auslösen und dass dann diese Atomexplosion nie wieder endet. Und dadurch hätten sie halt die komplette Erde eigentlich zerstört. Okay. Und wenn du dir halt dann denkst, ja okay, wir machen jetzt diesen Versuch und wir wissen, also es ist unwahrscheinlich, aber es ist nicht komplett unrealistisch und das ist einfach übel. Und ich habe mir dann danach halt ein paar Dokus angeschaut, wie es halt dann da weiterging, weil das war ja nur der Anfang, die Atombombe. Sie haben ja dann auch nur die Wasserstoffbombe gemacht und so. Und wenn du da halt dann das anschaust, auch das Wettrüsten zwischen USA und Russland, das ist schon alles echt übel. Du hast nicht vor, dass du da jetzt dann irgendwie demnächst mal anschaust, oder? Na, das ist nicht mein Thema. Ich muss ja sagen, lieber Barbie. Dann lieber Barbie. Ich darf mir jetzt von der Handlung her mehr mitnehmen, als wir 3 Stunden. Und es ist ja sehr dialoglastig, die Gaudi, oder? Ja, es ist nur ein Wissenschaftsfilm. Das ist nicht meins. Also wie schon gesagt, für mich war es irgendwie die perfekte Mischung. Man hat halt das Gefühl, wenn man aus dem Film rausgeht, dass man ein Stück weit intelligenter geworden ist. Muss ich halt auch sagen, abgesehen davon, dass man natürlich auch wahnsinnig viel lernt. Also das ist für mich so ein astreiner Film, den man sich mal in der Schule schauen sollte. Okay. Mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich in jedem Schuljahr mindestens einmal Schindlers Liste angeschaut wird. Echt, ist das so? Bei mir war das damals so, ja. Okay. Und ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, aber bei Schindlers Liste sind wir leider nicht ganz fertig geworden. Und für mich hat der Film ganz lang da geendet, wo die ins KZ reinkommen. Ja. Ich hab mir gedacht, scheiße, was ist das für ein Film? Ja, bei uns war eben damals die Diskussion, ob wir mir den anschauen oder nicht. Und da wir sehr viel potenziell rechtes Gedankengut bei uns in der Klasse gehabt haben, mit bestimmten Personen, haben sie dann das lassen. Wobei ich sagen muss, auch gerade bei solchen Leuten hätte dieser Film gezeigt werden müssen. Aber gut, jetzt geht's um einen Oppenheimer. Ja, gut, gerade in der Schule ist ja dann teilweise schwierig, gerade bei solchen Themen, ob die Leute dann auch ernst bleiben, ob da nicht irgendwie Unruhe entsteht. Ja. Aber, also wir waren zu viert, meine Frau und ich und nur ein befreundetes Pärchen und alle waren begeistert. Der Xav, von dem befreundeten Pärchen, der Mo, der hat halt dann schon kurz mal geschlafen. Aber 108 Minuten, mein Gott. Hat er sich einlullen lassen. Gut, wenn es bei 3 Stunden mal eine Viertelstunde verschlufst. Das ist zum Beispiel schon ein Film, da kann ich mir vorstellen, dass er da schon gefällt. Okay. Ja, wie gesagt, der wenn er mal irgendwo läuft. Ja. Das ist, wie gesagt, mit dem Avatar 2 war es ja eben dasselbe. Das ist, da gehe ich nicht ins Kino, da zahle ich kein Geld, in Anführungszeichen, weil ich zahle ja für Disney Plus schon Geld, aber da warte ich, bis der irgendwo läuft und dann schauen wir das Ding einmal an. Ja, ich hab halt, also Barbie habe ich mir ja schon gesehen, da können wir aber dann gleich noch drüber reden. Mir dachte, das war jetzt für mich eher ein Kino-Reinfall, einfach von der Stimmung her, erkläre ich aber dann auch gleich warum. Okay. Und ich wollte das dann irgendwie nochmal so wettmachen und als mir dann ein Kollege erzählt hat, er war in dem Film und er war der für ihn mindblowing, so nach dem Motto, und hat dann gesagt, ja, und dann die Prämisse und wie die alle spielen und einfach Wahnsinn. Er dachte, ja, okay, gut, vielleicht schauen wir uns den dann doch an und ich empfehle das jedem auch noch im Kino zum Schauen, wenn er die Möglichkeit dafür hat. Aber klar, wenn er halt dann mal bei Prime oder, weiß ich nicht, bei Netflix oder so dann drin ist, dann zieht es echt dann da rein. Aber ein sehr sehenswerter Film. Sehr schön. Ja. Gut, was hast du noch an sehenswerten Filmen gesehen? Ich habe wieder mal einen Rewatch gemacht und zwar heißt der Film Fraktus. Never ever. Vielleicht hat er mal den zweiten Teil auch schon, aber den ersten nimmer. Okay. Der Film heißt Haunted Hill. Evil Loves to Party. Der Originaltitel ist The House on Haunted Hill.
von 1999. Also das gibt einen Originalfilm von 1959 mit dem Vincent Price und ist also ein klassischer schwarz-weiß Geisterhausfilm. Und die haben sich gedacht, wisst ihr was? Wir machen jetzt vor dem Film, der schon so alt ist, ein Remake, das dann eben, wie gesagt, 1999 rausgekommen ist, unter dem Banner von Dark Castle Entertainment. Und dieses Dark Castle Entertainment hat auch noch ganz viele andere Filme gemacht aus der Zeit, die alle so in die Kerbe schlagen wie Haunted Hill. Das war zum Beispiel ein Ghost Ship, 13 Geister und jetzt lass mich überlegen, was war der andere? House of Wax. Das meine, waren jetzt so diese großen Filme, die da Anfang der 2000er von der Firma rausgekommen sind. Das Produzententeam ist damals dasselbe gewesen, die auch die Geschichten aus der Gruft-Serie gemacht hat. Und das kennt man bei dem Film unglaublich. Also, wenn der Film jetzt wirklich bloß eine Stunde lang war oder so, dann kann man sagen, okay, das war eine Folge Geschichten aus der Gruft. Von der ganzen Aufmachung her, von der Stimmung her, von die Schauspieler her. Vom ganzen Zeitgeist fühlen sie ganz stark nach Geschichten aus der Gruft an. Zur Geschichte so viel, Stephen Price, also das ist wieder Anspielung an Vincent Price und den Originalschauspieler von 59, soll zum Geburtstag von seiner Frau Annabelle Leid Eilona in ein Haus, das war früher ein Sanatorium, das abgebrannt ist und das haben sie wieder hergerichtet und da drin soll die Geburtstagsfeier stattfinden. Durch mysteriöse Ereignisse wären andere Leute eingeladen, als wir die eigentlich auf der Einladungsliste gestanden sind, weil das Haus bestimmte Leute zur Party haben wollte. Und in dem Haus sind ganz viele schlimme Sachen passiert und die Leute sind nicht umsonst alle da in das Haus zur selben Zeit gelockt worden. Zu allem Überfluss heißt es dann noch, okay, wer die Nacht überlebt, so als Partygag, kriegt jeder 1 Million, der die Nacht überlebt und wer dann alleiniger Überlebender ist, kriegt 5 Millionen. Genau, und so entspinnt dann eine ganz makabre Party, bei der man jetzt nicht weiß, okay, ist jetzt da was Übernatürliches oder nicht und wer mit wem und wer möchte wem ans Leder, wer spinnt da seine eigenen Intrigen, wer kocht sein eigenes Süppchen, wer sind die Hauptdarsteller eigentlich, sind es wirklich die, das vorgeben zum Sa oder ganz andere Leute und das erfahrt man dann quasi in diesen 90 Minuten. Und ich war wieder sehr, sehr unterhalten. Also ich habe den Film, glaube ich, zum letzten Mal vor 20 Jahren gesehen. Glaube ich, das war meine erste DVD damals und da habe ich mir gekauft. Aber ich hätte den Film nur genauso fast schon noch mitschmerzen können. Also ich habe genau alles gewusst, der hat sich irgendwie so in mein Hirn gebrannt. War ein ganz starkes Ding. Atmosphäretechnisch ist das ziemlich cool. Alles total 90er. Es ist die ganzen Bauwerke, die sind wirklich alles Sets, die wirklich cool ausgeleuchtet sind. Wir haben einen Jeffrey Combs als verrückten Arzt, der ganz brutale Experimente an die Insassen von der Irrenanstalt quasi ausgeübt hat und das sieht man dann auch noch so in Flashbacks und es wird teilweise recht blutig. Wie gesagt, alles, was irgendwie handgemacht ist von der KNB FX Group, die ja auch die Effekte von From Dusk Till Dawn zum Beispiel gemacht hat und das passt immer alles. Nur wenn es dann an CGI geht, vor allem dann gegen Ende, dann ist es halt haarsträubend. Also da musst du dann wirklich sagen, okay, der Film ist ein Produkt seiner Zeit, wo das CGI wirklich noch in die Kinderschuhe mag ich nicht sagen, weil es hat ja ganz großartiges CGI schon in Jurassic Park gegeben, aber es ist halt einfach RPG-technisch so eine Geschichte, schaut halt sehr gewöhnungsbedürftig dann aus, aber das, wenn man es dann wieder so sagt, wie das auch inszeniert ist, dann kann man schon wieder sagen, ja okay, war halt zu der Zeit so, man kann das einmal so ein wenig so weglachen, sage ich jetzt mal. Also es ist dann nicht mehr so gruselig am Ende, wenn dann eben dieses CGI-Gewitter über den Zuschauer hereinbricht. Aber so, er ist total unterhaltsam. Durch das, dass immer was passiert und sie so viel Sachen immer aufkämen, ist da eine ganz starke Dynamik drin und es wird nie langweilig. Fand ich cool. Wir haben auch passend zu der Zeit natürlich, wo wir auch bei den anderen Filmen leider so New Metal drin haben, so vom Soundtrack her, haben wir da die coole Coverversion von Sweet Dreams von Marilyn Manson mit dabei. Kennt vielleicht der eine oder andere noch, ist eins von den Cover, die vielleicht sogar noch besser sind wie das Original, finde ich. Also ich kann den Film voll empfehlen, auch für Einsteiger. Der ist jetzt nicht mordsmäßig grob, hat wie gesagt ein paar so blutige Sachen drin, aber ist jetzt nichts, was du sagst, das kann ich nicht schauen. Und auch die anderen Dark Castle Filme, wie gesagt, Ghost Ship, 13 Geister, House of Wax, kann man sich immer wieder anschauen. Die sind so richtig kleines, so Produkte in einer Zeit und die machen Spaß. Aha, okay. Also hast du jetzt schon definitiv neugierig gemacht. Aha. Ich habe jetzt nebenbei ein bisschen geschaut. Der Geoffrey Rush ist ja der Barbossa aus den Fluch der Karibik-Filme. Ja, und Famke Janssen ist dabei, da war es noch ganz jung, da hat es sogar noch Gesichtszüge gehabt schon, ja?
Ja, das soll es auch geben. Soll es geben. Also von meiner Seite her, der war cool. Das war schön. Ja, Und ich habe jetzt nicht wirklich schlecht. wieder Bock, dass ich die anderen Filme auch wieder mal schaue. Also wie gesagt, 13 Geister wäre jetzt dann der nächste sein. Ja, kommt auf jeden Fall jetzt auf meine Watchlist. Vor allem, nachdem ich gerade gesehen habe, dass der gerade bei Prime anscheinend drauf ist. Dann hast du mir jetzt, wie schon gesagt, schon neugierig gemacht. Sehr schön. Gut, dann möchtest du was über Barbie hören? Bitte. Oder bitte. ich frag mir anders. Warum hast jetzt du mehr Bock, Barbie zum Schauen wie Oppenheimer? Ach, ich glaube, dass der wegen von der ganzen Tonalität her viel fröhlicher ist. Und ich sehe eben diesen Oppenheimer und diese Poster allein schon und immer ist er so grantig. Und die Barbie ist halt immer so locker flockig und rosa und Margot Robbie sehe ich immer gern. Und ja, ich glaube, dass der eher so verrückte Ideen drin hat, die mich dann eher unterhält, als wie der Oppenheimer. Gut. Habe ich nämlich auch Falsch. gedacht. Das habe ich auch gedacht, deswegen wollte ich Barbie im Kino sehen. Vielleicht ein bisschen um für Menschen, die jetzt gar nichts davon mitgekriegt haben, für wen der Film ist und um was es da geht. Der Film ist von der Greta Gerwig und Hauptrolle spielt Margot Robbie, eine natürlich sehr passende Schauspielerin für Barbie. Und es geht ja um Barbie, die Puppe von Mattel. Ihr Kumpel, der Ken, wird gespielt von Ryan Gosling, auch hervorragend. Und ich wollte den Film sehen, weil ich mal genauso wie du gedacht habe, endlich wieder mal irgendwas locker flockiges und was weiß ich. Dann habe ich erst mal geschaut, was ist denn das überhaupt für FSK? Dann habe ich gesehen, FSK 6. Im gleichen Zug, wo ich da recherchiert habe ich gelesen, auf gar keinen Fall mit Kinder reingehen. Was? Ja, und habe dann sehr schnell begriffen, warum, weil es werden halt die ganze Zeit sexuelle Anspielungen gemacht. Und Du es spinnst. geht, wirklich. Da hat halt, also wo wir im Kino waren, der Kinosaal war schon hübsch voll. Und es sind ja immer wieder so ganz alte Leute mit ihren Kindern dann reingegangen. Also also Opa und Oma mit die Enkel oder Enkelinnen, sagen wir es mal so. Und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, ihr habt eigentlich null damit beschäftigt, um was es in dem Film geht. Weil Barbie lebt in ihrer bunten, lustigen Plastikwelt und es ist der Anfang vom Film genauso, wie ich es erwartet habe, wirklich bunt, wirklich witzig und teilweise ein bisschen zu abstrus, finde ich. Also sie machen da überhaupt keinen Hehl draus, dass die irgendwie alle dumm sind. So kommt es mir auch vor. Ja. Und auch gerade der Ken, das ist praktisch so der Vollidiot vom Herrn. Und auf einmal hat sie dann so Todesgedanken. Dann spricht sie halt da die ganze Zeit drüber und das ist halt für sie selber dann auch ein Problem, weil sie halt dann merkt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und dann macht sie selber auf, in die echte Welt zu reisen. Das geht irgendwie, da gibt's Verbindungen und bla bla bla. Und sucht halt dann da so den Grund dafür, warum sie jetzt auf einmal über den Tod nachdenkt. Und ich möchte jetzt eigentlich ja gar nicht allzu viel über die Handlung dann sagen, weil, sagen wir mal, die Prämisse ist trotzdem, es geht um Barbie, die Puppe, die aber sie halt dann da mit dem Tod auseinandersetzt. Es war die ganze Zeit dann stetig so eine Mischung zwischen echt geile Blödeleien. Das fand ich echt cool, aber wie schon gesagt, halt auch mit viel Witzen, die überhaupt nicht für Kinder gedacht sind. Gerade wenn es dann irgendwie über ihre Genitalien reden oder halt anderen sagen, hey, wir haben ja weder Vagina noch Penis und was weiß ich. Und da habe ich mir halt gedacht, ja, da sind so viele Witze drin, die checkern Kinder nicht und das ist dann eher unpassend in meinen Augen für Kinder. Sagen die da Vagina und Penis bei der Barbie? Ja. Wahnsinn. Also es gibt viele Leute, die sie in Deutschland gefragt haben, was jetzt auf einmal mit dieser FSK los ist, weil ich glaube, außerhalb von Deutschland wird der halt mit ab 13 freigegeben. Ja. Und die Deutschen sind anscheinend so, die hören, glaube ich, so einen Podcast. Die haben sich gedacht, ja gut, jetzt haben sie sich früher immer so viel lustig gemacht, so, und da macht man wieder ab 18 und der wird indiziert und was weiß ich. Und jetzt wollen sie uns halt das Gegenteil beweisen. Wie schon gesagt, wenn man sich halt nicht damit auseinandergesetzt hat, und ich verstehe es ja auch, warum sollte man das? Ich meine, der Film dreht sich um Barbie, die Puppe. Ja, eben. Aber bitte geht's nicht mit euren Kindern rein. Mit Teenagern, okay. Ist vielleicht zwar dann auch ein bisschen strange, in so einen Film zusammen mit seinem Teenager-Kind reinzugehen. Also da muss man schon ein sehr gutes Verhältnis haben. Ja. Aber ja.
Ja, ist ja klar, ich kann es halt leider nicht verdenken, weil wenn der Durchschnittsdeutsche, das eine 2,6 Mal im Jahr ins Kino geht, dann schaut sich der vielleicht mal einen Trailer an und dann rumpelt er da rein, vor allem, wo Barbie wieder seit Jahrzehnten gespielt und alle Mädels, die mit der Barbie gespielt haben, werden in den Film reinrumpeln und nehmen dann auch wieder eine Kinder mit, so wie ich mit meinem Buch mit den Turtles. Gott, dass da nicht um Pipis und Mumus gegangen ist bei den Turtles. Gott sei Dank. Aber das mit diesen FSK-Einstufungen, das ist momentan sowieso ein wenig ein Witz, weil wenn ich sage, Mac 2 ist ab 12 und da dürfen dann die Eltern ihre Kinder bis zu einem Alter ab 6 mit einnehmen, wo ich auch sage, ja, ein wenig seltsam. Aber mein Spezi, der wird heimgeschickt, wenn er mit seiner 17-jährigen Tochter, die in 14 Tagen 18 wird, von Terrifier 2 heimgeschickt wird, weißt du? Wo ich sage, wo ist denn da dann der Sinn dahinter, hinter dem Ganzen? Das ist doch alles ein Witz. Ja. Jedenfalls sei mir dahingestellt, wenn da halt manche da meinen, sie gehen mit ihren Kindern da rein, bin ich dann gespannt, wie es dann diesen Kindern dann gefallen hat, weil für mich war es trotzdem ein Warleck, weil ich den Film nicht richtig bewerten kann. Es gibt viele Passagen in dem Film, die waren genauso, wie ich es mir erhofft habe, super lustig. Dann spielt noch der Will Ferrell mit, der spielt den CEO von Mattel und ist halt also gewohnt Will Ferrell. Also das ist halt so auch wieder sein Humor und ich liebe den Typen und das ist super geil. Ich habe mir danach sofort die etwas anderen Cops wieder angeschaut, weil mir das so an ihn dann gleich wieder erinnert hat. Aber diese immer wieder aufkommende extrem ernste Thematik und dann auch über den Tod und was weiß ich, dann gepaart halt dann auch mit viel, in meinen Augen, zu strangen Humor. Also gerade dieses, sie sind alle halt super dämlich und diese Kens in der Welt, die haben halt nun mal so eine extra Portion Schlag und das ist alles, weiß ich nicht, mir dann am Ende eine zu krasse Mischung gewesen aus halt, okay, ich will eigentlich einen super lustigen Film abliefern, bringe aber halt dann diese extrem ernste Thematik dann wieder mit rein. Und dann auch so das Finale, das richtet sich jetzt eher an die Leute, die den Film halt dann gesehen haben, das war mir dann viel zu viel. Also das war... Meine Frau hat, glaube ich, sogar ein paar Tränchen dann verdruckt, aber ich habe mir dann gedacht, ey, was ist denn jetzt los? Ist es jetzt echt ernst? Es geht am Ende des Tages immer nur um eine Puppe. Ja. Kannst du diesen Hype dann nachvollziehen, dass der schon über 1 Milliarde jetzt eingespielt hat? Kannst du das nachvollziehen? Ja, wenn du halt dann anschaust, was kam so ja die letzten Jahre ins Kino und dann, was steht da für ein Franchise dahinter? Klar, also ist für mich außer Frage. Ich war damals, wo der erste Lego-Film rausgekommen ist, 3-mal im Kino, wow, weil ich den so geil gefunden habe. Und dass da jetzt halt Leute diesen Barbie-Film dann also feiern und wie du auch schon sagst, jeder, der wahrscheinlich sie mal irgendwie mit dieser Puppe auseinandergesetzt hat, geht dann halt da rein. Ja, aber so kann man halt dann leider ganz schlecht vom Kopf stoßen, wenn man halt dann so ein Thema ausspricht oder so Themen mit drin hat, mit die halt irgendwie ein wenig, ja, zu schwer oder unpassend vielleicht sogar sind für den Film. Das ist jetzt, da muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt meine Meinung. Jetzt meine Frau oder meine Schwiegerin, die haben das super gefunden. Die hatten jedem den Film uneingeschränkt empfehlen. Die haben sich halt jetzt nicht so dran gestört wie ich. Ich muss jetzt sagen, ich habe mich halt da auf eine reine Komödie gefreut und da war die Mischung für mich irgendwie zu krass. Okay. Aber ich kann es durchaus auch verstehen, wenn da viele Leute sagen, na, das war genau perfekt und vielleicht spricht der Film halt auch mehr Frauen an. Kann auch durchaus sein. Das stimmt, du bist überhaupt nicht Zielgruppe. Ja, das kommt auch noch mit dazu. Da muss ich jetzt auch noch mal sagen, obwohl ich die Margot Robbie liebe, fand ich den Ryan Gosling besser. Okay. Hey, dann machst du es halt jetzt einfach so, jetzt gehst du dann mit deiner Frau einfach mit den Turtles. Und dann bin ich gespannt, was du dann sagst. Dann kommst du aus und sagst, wow, leck, der war super. Und sie kommt dann aus und sagt, also einen Krampf habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Na, ich glaube, Turtles gefällt ihr auch. Okay. Da, wo sie halt dann eher sagt, was haben wir uns da neulich angeschaut, wo sie dann gesagt hat, voll der Scheiß und typisch, dass dir das wieder gefällt. Ich glaube, das war Triangle of Sadness. Okay. Weil das ist halt dann so eine Art von Film, da fragt sie sich dann, warum macht man sowas? Ja. Aber es, wie schon gesagt, war für mich war leck, weil er fällt für mich nicht in die Kategorie
Top-Film. Also ich kann ihn nicht uneingeschränkt empfehlen. Wie schon gesagt, geht's bitte nicht mit euren Kindern da rein. Und er war aber auch jetzt nicht scheiße. Also dafür hat Ryan Gosling viel zu gut gespielt. Und auch, wie schon gesagt, Will Ferrell top. Margot Robbie hat auch bewiesen, sie kann halt auch sehr, sehr lustige Rollen neben der wie heißt der Harley Quinn spielen. Ja, Punkt. Okay. Schon. So, weg von Barbie, wahrscheinlich hin zu irgendwelchen Slashern, oder? Ja, aber eher was Exploitatives habe ich jetzt noch. Ich habe nur 2 so richtig schmierige Dinge angeschaut. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand da draußen auffällt, aber ich gehe jahremäßig nach hinten und jetzt kommt quasi der nächste Film, das ist ja die Haunted Hill von 99. Jetzt springen wir nach 1981 und zwar haben wir angeschaut die Rückkehr der Zombies. Okay. Endlich wieder mal. Der Originaltitel, gut, den Originaltitel kann ich, Le Notte del Terrore, gut, habe ich noch aussprechen können, also die Nacht des Terrors. Und in Englisch heißt der Burial Ground von 1981. Okay, warum hast du dann auf Deutsch die Rückkehr der Zombies? Ja, das ist die deutsche Titelschmiede, ist immer was Besonderes. Immer. Die haben ja aus Dawn of the Dead zum Beispiel nur Zombie gemacht oder so. Also die Deutschen, die haben das drauf. Der Regisseur ist Andrea Bianchi und der ist auch schon bekannt für lauter so exploitatives und schmieriges Filmwerk und die Rückkehr der Zombies ist genau sowas. Also ich habe wieder einen riesen Spaß gehabt mit diesem Film, weil der einfach genau das hat, was ich an dieser Art italienischen Zombie-Film mag. Also die Zombies sind oberschmierig, obermadig, richtig schön, mit Make-up zugekleistert von oben bis unten. Die Story passt auf den Bierdeckel und zwar so ein Archäologenteam grabt so Grabplatten aus, die das Ende der Welt voraussagen durch das Auferstehen der Toten. Und was tut natürlich die Toten, während diese Grabplatte geöffnet wird? Sie stehen auf. Und das sind ganz schön viel, weil das Ganze ein Burial Ground ist rundherum. Also, Freunde, und zur selben Zeit tun auf dem Gelände daneben ein paar so schickimicki High Society Typen und Damen wollen eine Party feiern. Da ist auch einer beschissener wie der andere, ein Schauspieler schlechter wie der andere, aber im Außentanz die ganze Zeit und Knockout-Tanz und also Unterhaltungswert, wenn man auf so niederes Filmwerk steht, da ist man genau bei dem Film richtig. Also Dialoge eher mittelmäßig, wir haben sogar noch ein wenig Inzest mit dabei. Der Schauspieler Peter Bark, der im Film den Michael spielt, der ist in dem Film, ich glaube, so wie das, ich weiß nicht, was der einen 8-Jährigen darstellen oder so, und der war aber zu der Zeit durch so irgendeinen Gendefekt, war der glaube ich schon 28 oder so. Und der ist dann scharf auf seine Mutter und lauter so Sachen. Also ein richtig, richtig grober Film. Und natürlich dazwischen noch die ganzen Zombies, die unsere Partygäste ans Leder wollen. Und das ganz schön grob. Also wir haben da splittertechnisch von Ausweidungen, Enthauptungen, Kopfschüsse, wir haben da alles drin, wo es das Blätterherz begehrt. Also so richtig Italo-Zombies Anfang der 80er, so wie das sein muss. Also wir haben da jetzt nochmal eine Nummer drunter, wo man sagt, okay, Voodoo Schreckensinsel der Zombies vom Fulci ist absolute Königsklasse. Wir sind aber da jetzt ganz weit unten drunter. Also wo der Fulci auf bestimmte Sachen Obacht gegeben hat, auf Ästhetik und so, wird der Film einfach nur noch so richtig runterkurbelt und ist auf das hier also unglaublich unterhaltsam. Er sind seine 80 Minuten oder was er hat und bietet also unglaublich viel Schauwerte für die Zeit, die einfach für diejenigen, die mit dem Genre und mit der Zeit, was anfangen können, eine wahre Freude ist. Ein Normaler, der schaut sich den Film wahrscheinlich an und sagt, so ein Scheißdreck, was schaust du denn wieder für einen Gramm vor? Aber ich habe bei dem Ding wieder einen Riesenspaß gehabt. Ja, schön. Sehr schön. Ja, also wer Italo-Zombie-Filme mag aus die 80er, der soll halt unbedingt die Rückkehr der Zombies schauen. Also, es ist ja Zombie 3, oder? Ja, die Titel ist ein wenig schwierig. Also, Zombie 3 es hat da zu der Zeit, wo der rausgekommen ist, oder wo diese VHS-Zeit war, ist der durch verschiedene andere Titel rausgekommen. Also es war nie ein offizieller Titel, es war einmal Alternativtitel, aber wann der irgendwo mal angewendet worden ist, weiß ich nicht. Okay. Genau, also unter die Rückkehr der Zombies oder eben unter Burial Ground findet man den Film eigentlich. Gibt ein paar ganz wunderbare Veröffentlichungen aus England oder Österreich oder so. Ganz schöner Exploitation-Film. Sehr schön. Und dann der zweite Film, den du noch gehabt hast? Der wird noch exploitativer, mehr die fast behaupten. Da springen wir jetzt noch mal 2 Jahre zurück, nach 1979. Und zwar vom Joe D'Amato, den Oberschmierenfink,
Sado stoßt das Tor zur Hölle auf. Sagt dir der was? Na. Okay. Der hat auch noch einen anderen Titel, und zwar Deutschen Blutiger Wahnsinn. War aber auch nie offiziell. Originaltitel war Bio Omega oder in England Beyond the Darkness. Da geht's quasi drum, dass ein junger Herr den Tod von seiner Freundin oder Frau, jetzt weiß ich es gar nicht verkraftet und die dann ausgrabt, ein paar Tage später nach der Beerdigung, und die mit heimnimmt und ausstopft. Also er ist ja so ein Taxidermist und tut gern Sachen ausstopfen, hauptsächlich Tiere oder eigentlich nur Tiere, aber er hat sich gedacht, was er so mit den Tieren machen kann, das macht er jetzt mal mit seiner Angetrauten, riecht die anständig her, kriegt so ein paar Glasaugen, tut ihr alles innen außer, stopft's aus und legt's zu sich ins Bett. Okay. Aber das ist nicht sein einziges Problem, sondern er findet da Gefallen dran an dem Ganzen, an Blut und Gekröse, und mit Hilfe von seiner Haushälterin, also er ist sehr, sehr wohlhabend, dieser Herr, dieser Frank heißt er, und die Haushälterin hilft ihm dann dabei, diese Mädels, die er zu sich ins Haus lockt, mit die sie eigentlich ein Schäferstündchen mit ihm versprechen, dann um die Ecke bringt. Also, die werden dann schon mal etwa zerhackt und dann in Säure aufgelöst oder so, und da halten sie halt bei dem Film ganz schön drauf. Also, das ist jetzt so ein Fall wie die Triangle of Sadness, da die jetzt nebenbei nichts essen. Es sind wirklich Sachen dabei, oder es gibt eine Essszene in dem Film, wo jemand isst, wo ich also glaube, für Teufel, jetzt wenn ich was da hätte, auf dem Teller, ich darf entweder ran vollspeiben oder ich kann nichts mehr essen. Teufel. Okay. Viel Teufel. Der Film war jetzt auch, ich glaube, jahrzehntelang war der beschlagnahmt und indiziert und ist jetzt seit Ende Februar 23 ist der jetzt wieder rehabilitiert, sage ich jetzt mal. Es gibt zwar noch keine gescheite Veröffentlichung. Ich habe da so eine Blu-ray aus Österreich, und die gibt's jetzt schon länger, und deswegen habe ich mir den angeschaut. Musik ist von Argentos Haus- und Hofband Goblin. Die machen auch wieder einen ganz schönen, so eine Mischung aus so Progressiv-Rock und Synthwave-Soundtrack. Wie gesagt, Joe D'Amato kennt man eigentlich, wenn man in der Szene ein bisschen unterwegs ist. Der hat einen Man-Eater gemacht oder Absurd. Auch zwei ganz starke Filme aus der Zeit. Ja, Sado ist so eins von seinen Meisterstücke, eins von seinen 3 oder 4. Der hat dann später ganz viel so Pornofilmchen gemacht, eigentlich mehr fast bei 80%. Nachdem er aus der Horrorschiene raus war, hat er ganz viel Pornos gemacht. Mit dem Rocco Siffredi, kenne ich nicht, habe ich mir sagen lassen, dass es den gibt, den Schauspieler. Ja, und ja. mit dem hat er ganz viele Filme gedreht. Ja, ja. Aber wie gesagt, Sado hat keinen guten Ruf, auch in der Horrorfilmszene, weil viele finden ihn zu langweilig. Er hat auch ein paar so langwierige Passagen drin, für das, dass er nicht einmal, ich glaube, was dauert dann? Jo, das dauert tatsächlich 94 Minuten, aber er hat wirklich ein paar so Passagen drin, die recht dialoglastig sind. Die Schauspieler sind nicht die besten, aber das wisst man ja, dass das nicht immer ausschlaggebend ist für einen guten Film aus Italien aus die 80er oder End 70er. Dafür haben die Splatter-Szenen super umgesetzt. Wie gesagt, der Soundtrack von Goblin passt wie die Faust aufs Auge. Das ganze Treiben ist obermorbide. Wie gesagt, nichts essen. Und man mehr nach dem Film eigentlich gern duschen gehen. Ein richtig grober Hund. Ein richtig grober Hund. Und ich habe wieder richtig Spaß gehabt damit. Das wäre ein richtig geiles Zitat auf einer Blu-ray. Man will nach dem Film duschen gehen. Ja. Schön. Ich kann zwar verstehen, wenn viele Leute sagen, oder einige Leute sagen, sie kommen mit dem Film nicht klar, aber es ist ein Produkt seiner Zeit, und er hat so viel wirklich Schauwerte drin und Abstruses und Brutales, und auch effekttechnisch kann er so viel abliefern, wenn er der Frank, seine Freundin oder Frau quasi dann ausstopft und so, da halten sie halt voll drauf, also mit alle Innereien raus und so und das Gehirn rauslassen durch die Nase, und da wird halt immer voll drauf gehalten, und die Effekte sind wirklich superb. Oder dann auch, wenn diese Dame, die besagte, in der Badewanne aufgelöst wird, also es ist richtig, richtig stark gemacht und hart zum Schauen. Ja, schön. Ja. Schön. Da haben wir ja wieder eine richtig bunte Mischung, hä? Absolut. Mach ich nur das Finale. Ich habe gesagt, ich habe noch einen deutschen Film dabei, also einen deutschen Film von Robert Schwentke. Den kennst du vielleicht durch ein paar andere Werke, hat unter anderem Red gemacht, Älter, Besser, Härter. Ja, tatsächlich. Genau, oder RIPD oder so, oder DP, was weiß ich, mit dem Jeff Bridges. Mit dem Ryan Reynolds. Ja, mit dem Jeff Bridges. Ah, sehr gut. Ja, den kennt man.
Genau. Aber über den will ich halt gar nicht reden. Ich will über Der Hauptmann reden. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen auf Prime, wenn er so durchgeswitcht hat, ist so ein Titelbild, wo ein Auto von einigen Nazis gezogen wird oder deutschen Soldaten, sagen wir es mal so. Und Der Hauptmann ist ein 119 Minuten langer Film, der sich um den Willi Herold dreht, gespielt von Max Hubacher. Der Willi Herold ist ein Gefreiter, der auf der Flucht ist. Es ist so 2 Wochen vor Kriegsende und er flieht vor irgendeinem Hauptmann, der ihn erschießen will. Er versteckt sich in einem Waldstück und als er dann so ein bisschen auf der Flucht ist, findet er dann irgendwann ein Auto, das offensichtlich einen Unfall gehabt hat. Da drin findet er dann ein paar Äpfel, da freut er sich natürlich drüber, dass er was zum Essen hat. Und er findet aber auch einen Koffer mit einer Hauptmannsuniform. Und zwar von der Luftwaffe. Er zieht sie die dann an und Schauspieler dann so ein bisschen, also erstmal für sich und dann auf einmal kommt aber dann ich kenne mich da richtig gut aus, ein anderer Gefreiter, der versprengt wurde und halt nach einer Gruppierung sucht, dass er halt dann wieder bei der Wehrmacht mitmachen darf. Findet halt dann ihn und meldet sich halt dann gleich mal ganz gehorsam zu Gehorsam. Und weil der Willi Herold natürlich nicht auffliegen will, dass er selber Gefreiter ist und er diese Hauptmannsuniform hat, macht er halt dann einfach mit. Und so scharen sie dann einige um ihn herum. Ein paar vermuten zwar dann schon, ob er da nicht wirklich schauspielert, aber machen das halt dann alles mit, weil er schauspielert so gut, dass er halt dann auch noch behauptet, er hat einen Aufklärungsauftrag von ganz oben, also vom Adolf Hitler persönlich. Und dadurch werden ihm halt mehrere Tore geöffnet. Und damit er sie beweisen kann, zirkt der ziemlich krasse Sachen ab. Also er scheut dann auch keine Morde und nix. Das Ganze beruht auf, also zumindest so habe ich es dann auch gelesen, tatsächlich wahren Begebenheiten. Also das scheint so auch passiert worden zu sein. Und er hat unter anderem ein Flüchtlingslager gesäubert. Oder? Was Flüchtlinge, irgendwelche, oder Kriegsverbrecher, irgendwie sowas, die eigentlich unter dem Schutz gestanden sind von der Justiz. Und er hat aber halt dann da gesagt, er hat da einen viel höheren Auftrag und sie müssen ihm gehorchen und dann lässt er halt da erstmal alle Gefangenen durchschießen. Er spielt nur mit Frederik Lau. Den kennst du und liebst du ja auch. Du hast ja einige Filme von ihm angeschaut und bist ja Fan. Ja, einer von den Guten. Ja, unter anderem Steigt nicht aus. Ja, der war ganz stark. Der ist natürlich immer cool, wenn man sieht, aber auch der Max Hubacher spielt sehr gut. Dann spielt nur der Milan Peschel mit, hat man vielleicht auch gesehen, der hat einen sehr markanten Gesichtsausdruck. War wieder mal ein krasser Film. War der auch in so Kapitel unterteilt? Ich glaube schon. Und jedes Mal kommt eher so ein ganzer basslastiger Sound, wenn dann irgendwie dieser Kapitelwechsel war. Und der hat mich auch immer so zumindest ein bisschen an Tarantino erinnert, aber auch nur minimal. Und ja, ich fand den ziemlich krass und ziemlich gut. Am Anfang habe ich mir gedacht, was wird jetzt das für ein Theater werden? Also zumindest am Anfang habe ich echt mir gedacht, okay, wenn der Film jetzt so bleibt, dann schaut ihr wahrscheinlich ab der Hälfte aus. Aber es wird halt dann immer spannender, weil du natürlich ja wissen willst, okay, warum wird jetzt er auf einmal da so krass? Weil er war ja eigentlich selber auf der Flucht, also er wäre ja eigentlich erschossen worden und zickt jetzt da so krasse Sachen ab. Also wieder sehr, sehr sehenswert und ich war positiv angetan. Hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht gesehen, oder? Na, wie gesagt, wo kann man den sehen? Bei Prime war der jetzt. Aha. Also der ist immer wieder aber mal drauf. Vor allem 2017 ist der Film im Toronto Film Festival zum ersten Mal vorgestellt worden und 2018 kam er nur in die Kinos, aber das heißt, der ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Okay. Na, sagt man gar nichts, nie gehört. Wenn er dann mal unter die Augen kommt,
und du 190 Minuten lang Zweiten Weltkrieg Spaß haben willst, dann bitteschön. Wie gesagt, die nächsten Weltkriegsspaß, den ich haben will, ist mit Blood and Gold wahrscheinlich. Aber Kabi, unsere Sehgewohnheiten sind so unterschiedlich, dass wir von jeder Folge, die wir miteinander aufnehmen, noch mehr voneinander lernen können und Sachen uns auf die Watchlist schreiben können, wo der andere nie drauf gekommen war. Schau. Ja, ich bin schon ganz angetan. Du hast mir heute auch mehrere Porno-Tipps gegeben. Du schaust jetzt quasi gerade die Filmografie vom Joe D'Amato durch, oder? Ja, da weiß ich ja dann, was ich heute den restlichen Sonntag mache. Du, was wächst denn bei dir der Hitz da? Bleib auf der Couch und schau ein bisschen Schweinskram. Genau, richtig. Heißes Wetter, heiße Filme. Genau, und wenn mich dann meine Frau fragt, was ich da gerade tue und wie ich auf die Idee komme, dann sage ich, ja, der Mike hat mir das empfohlen. Nein, nicht der Mike. Du musst sagen, das ist Recherche für einen Podcast. Das kommt immer gut. Ja, gut. Ja, aber du hast es ja schon gesagt, eine sehr bunte Mischung. Schon. Mich das brennend interessieren, Barbie oder Oppenheimer oder beides, liebe Leute, habt ihr das schon gesehen? Was ist eure Meinung dazu? Ja. Habt ihr vielleicht einfach wieder mal zu kritisch auf Barbie geguckt und das ist der lustigste Film des Jahres? Ja, weil du so Filmwissenschaftler bist und du kannst da Filme schon normal gar nicht mehr anschauen und richtig Spaß dabei haben, sondern du bist nur am Analysieren. Das ist wahrscheinlich. Ja, also mir hat jetzt die Regisseurin zum Beispiel gar nichts gesagt. Da habe ich auch den Hype nicht so ganz drum verstanden. Aber ja, wie schon gesagt, es ist kein Kinderfilm und dieses Hin- und Herwechsel, das hat mich irgendwie gestört. Ja. Oder wenn sie sagt, hey, in einem Battle zwischen die Rückkehr der Zombies und Sado stoßt das zur Hölle auf. Wer gewinnt von den zwei Filmen? Wer hat da einen größeren Platz in eurem Herzen? Dann schreibt uns das auch. Sehr schön. Dann, es hat mich wieder gefreut. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Mike. Ja, ich bin froh, dass du das Zeit gehabt hast. Sehr schön. Und dann hoffen wir, dass es, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, es zumindest ein paar Grad kühler ist. Ja, ich hoff's. Also ich hau jetzt dann in 14 Tagen voll ins Weekend of Hell, da wo ich euch bei den nächsten paar Legs dann vielleicht einmal berichten kann, wie es war. Es ist natürlich seit Corona so Horrorfilm-Festival oder so Convention-technisch ist ja jetzt nichts gewesen. Und ich bin jetzt dann gespannt, was mich da erwartet und kann euch dann hoffentlich ein paar Sachen erzählen, wie es war. Bis dahin wünschen wir euch eine sehr schöne Zeit. Teilt den Podcast, sprecht mit den Leuten darüber, was ihr da schon wieder für Mist gehört habt. Geht's in den Schatten und macht sich ein Gösserradl auf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Und er hat meine Abmoderation gestohlen. Servus und habe Dere.